Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Ja, es tut mir immer so ein bisschen leid, wenn ich dann Ewigkeiten irgendwo in der Pampa hänge, aber das ist halt bei Gothic 2 immer so. Man sieht irgendwo einen Weg, geht lang und dann ist ruckzuck eine Episode wieder vorbei. Das schluckt halt ewig viel, hier an Zeit, das Spiel. Man hat einfach so viele Möglichkeiten, was ja auch das Tolle an dem Spiel ist. Und man wird sehr häufig zu solcher kleinen Umwege verführt. Das ist einfach so. So, dann gucken wir nochmal hier. Ich meine, manchmal gibt es ja auch wirklich was Gutes zu holen. Da kann man nicht meckern. Jetzt gucken wir nochmal, ob hier irgendwo ein Minecrawler wieder kreischt. Ja? Irgendeiner faucht. Irgendeinem scheint es nicht so zu passen. Warte mal, bis der Hansel kommt. Ja? Komm. So. Na? Um die nicht? So groß geratene scheiß Termite hier. Ja. Ui, den habe ich sogar gekillt hier. 120 Erfahrungspunkte gibt so Bestie. Gewitterleid. Nicht verkehrt. Kann aber auch sein, dass es der war, den ich vorher schon ordentlich verdroschen habe. Auf jeden Fall wird erstmal gespeichert. Und jetzt gibt es nur noch einen anderen Minecrawler hier. Ah, der hat sich wohl tiefer reif verzogen hier, der Kerl. Grobes Kriegsbeil, Dunkelpilz, Butlerfleisch. Wir nehmen, was wir kriegen können. Leider kann ich hier noch keine Zange reißen. Sonst könnte ich mir die Minecrawler-Zange holen. Die sind durchaus recht wertvoll. Da kann man schöne Sachen dann draus machen. Beziehungsweise man kann die sich auch neifläze, glaube ich. Dass die Mana geben und je mehr Minecrawler-Zange man sich neipetzt, desto eher ist dann auch die Chance, dass das maximale Mana erhöht wird. So, jetzt haben wir doch noch ein paar Tränke gefunden. Aber derzeit noch kein Attributstrank. Kommt noch. Kommt alles noch. Ich glaube, hier gibt es definitiv irgendwo einen Attributstrank abzustauben. Grobe Schwerte haben wir auch noch gefunden. Hier, 40 Schade für 50 Stärke. Das ist jetzt nicht gerade so berauschend. Aber hier müsste noch irgendwo einer sein, oder? Ein Minecrawler. Oh, 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 oh. Du sind Krieger. Nee. Nee, mit denen sollte ich mich noch nicht anlegen. Die sind doch etwas zu hart für uns. Wow, du kommst ja schon einer. Minecrawler Warrior. Ja, du hast sehen mal, was wir da vorhin. Herzlichen Glühstrumpf. Nee, mit denen ist nicht gut Kirsche essen. Definitiv nicht. Ich kann es natürlich nochmal ausprobieren. Mir einer von den Knabe hierher zu holen. Ja. Eventuell ist Anna noch gerade so machbar für uns, aber ich glaube es eher nicht. Ich glaube, die sind definitiv zu stark für uns. Und wenn, dann muss ich ja die ganze Zeit so drauf kloppen. Könnte sein, dass der Kampf ewig dauert. Könnte auch sein, dass wir überhaupt nichts ausrichten. Aber wenn der Kampf was ausrichtet und ich die Biester jetzt schon platt machen kann, wäre natürlich ultra geil. Okay, der ist auch relativ defensiv, der Minecrawler. Könnte also vielleicht doch noch was werden. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. So. Vor allem vielleicht, wenn ich den gegen die Wand klatsche. Eventuell habe ich dann noch irgendeine Art von reeller Chance. Ja, tatsächlich. Nicht so. Puh, 180 Erfahrungspunkte. Ja, jetzt am Ende kommen die dicke Hunde. So sieht's aus. Okay, einer von den Biester habe ich tatsächlich geknackt. Ich habe nicht allzu viel bis zum nächsten Level. So. Dicke Hunde und so. Da ist noch so ein dicker Hund. Gucken wir mal, dass wir das Vieh nicht bis zur Wand geprügelt kriegen wieder. Ne, okay, das war nix. Das war zu schroff Vorganger. Aber es ist machbar. Es ist definitiv machbar. Das ist jetzt halt schade, dass wir hier auf die Zange und auf die Crawlerplatte hier verzichten müssen. Aber so ist es halt. Am Anfang hätten wir die Trophäe natürlich ganz gut gebrauchen können. So, schreck weiter von mir zurück, du Mistvieh. Bis wir dich dann durch hin an der Wand. Du wo die kirscht. Ich hoffe, das kann jetzt ohne große Zwischenfälle weitergehen. Da muss ich mich halt nochmal von Grund auf heilen. Boah, Manometer.
Hier gibt es auch eine Stelltafel. Da ist nichts zu holen. Und zwar, was für Stelltafel haben wir dann hier? Lebensenergie 2 könnte, oder Lebensenergie 3 könnte das sogar gewesen sein. Ja, Gewitterleid, nicht schlecht. So, dann können wir uns das hier zu Gemüte führen. Und das hier hat halt jetzt einige Tränke geschluckt. Aber es hat insofern auch was gebraucht, dass wir hier Kronstöckel gefunden haben. Ein Lederbeutel ist da noch eingeklemmt. So, der entgeht mir auch nicht. Okay. Ich war aber der Meinung, hier gäbe es irgendwas handfestes, Attribut steigerndes. Ich meine, klar, das ist natürlich auch Lebensenergie 3. Klar, natürlich ist es auch Attribut steigernd. Oh, 100 Goldstücke, cool. Und Nummer 50. Die habe ich wohl vorher vergessen aufzumachen. Ja, ich habe aber echt gedacht, es gäbe hier noch einen Stärketrank oder so. Naja, egal. Wo ist denn noch einer? Okay. Gut. Das war der mir verloren gegangen ist vorhin. Das muss der Crawler gewesen sein, den ich vorher noch gesucht habe. Das muss auch der gewesen sein, den ich noch nicht so sehr verletzt habe. Aber ich habe ihn platt gekriegt. Meine Fresse. Ja. Puh, das sind schon harte Brocken, muss ich sagen. Dann petzen wir uns noch ein bisschen Butlerfleisch rein. So, Knusper, Knusper, Knäuschen. Und dann ist wieder gut. Puh. Alter Falter. Nimi lang. 10 Erfahrungspunkte brauche ich noch bis zum nächsten Level. Also der nächste Gegner, egal was es ist, auch wenn es nur ein Fleischwanz ist, gibt uns 100%ige Level ab. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch lauert. Hier könnten Untote sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber könnte sein. Wenn ja, habe ich keine Chance. Wow. Alter. Paladin-Statue haben wir hier. Aber die sehen etwas düster aus, diese Paladin-Statue. Auf jeden Fall haben sie Paladin-Rüstung an. So, was gibt's denn hier zu holen? Also das Klettern funktioniert hier auf jeden Fall besser. Gut, ich muss speichern, bevor ich hier irgendeinen Quatsch mache. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Allerhaupt. Dann wissen wir Bescheid. Ich erinnere mich noch nicht mehr, wo es den Schlüssel gibt. Naja, denn wenn wir so oder so noch irgendwann früher oder später finden. Ich glaube, hier gibt es nämlich ein paar echt gute Sachen abzugreifen. So. Dann gehen wir da noch weiter durch. Haben wir jetzt erstmal alles, was wir hier holen konnten. Und wir haben es jetzt 14:23 Uhr schon wieder. Alter Falter. Man kommt hier echt zu nichts. Die Zeit rennt wie bekloppt. Auf der anderen Seite gar nicht mehr so verkehrt. Falls es Mitternacht oder so wäre, sollte, bis wir wieder zurückkommen, können wir an deine ganze Innerschreine nochmal durchklappern, was es möglicherweise gibt. Ah, das sind eine riesige Ratte. Mit denen können wir uns definitiv anlegen. So. Ihr seid noch stark, nicht so stark für mich. Sehr schön. Dann können wir auf dem Rückweg nochmal bei Onas Hof vorbeigucken. Und können nochmal bei dem lustigen Jäger ein bisschen was übers Jagen lernen. Oh nee, da geht's zum Troll. Das ist doch etwas zu hart. Ich könnte aber hier in den See springen und ein bisschen abkürzen. Vorher sollte ich aber speichern. Und platsch. So. Na, nicht Taucher. So. Genau. Durch die Sumpfbrühe durch. Und dann kommen wir voller Schlamm hier raus. Meine Fresse, und das nur wegen einer Armbrust von so einem einzelnen Hansel. Das gibt's doch gar nicht. Wo ich dann wahrscheinlich davor stehe und merke, oh ja, bin ich zu schwach davor, geht gerade nicht. Okay, gut. Weil ich weiß echt nicht, wie was für Gesocks von Untote dort das Ding bewacht. Gerade nochmal Lucky Lucky mache. Ja, da geht's zum Troll. Aber da geht's auch gleichzeitig zum Stellkreis. So, das ist der Jäger. Eventuell kann der uns auch noch tolle Sachen beibringen. Schauen wir doch mal. Mit dem könnte ich gegen den Troll vorgehen, aber da bin ich gerade dann stark genug dazu. Hey. Grimbald. So. Wartest du auf jemanden? Jetzt nicht mehr. Nun bist du ja da. Ja. Was hast du vor? Ich will die Snapper da oben jagen, Oh. aber ich glaube, es sind zu viele für mich allein. Gut. Okay, ich helfe dir. Geh vor. Alles klar.
Komm aber dem schwarzen Troll da hinten nicht zu nahe. Der reißt dich sonst in Stücke, klar? Ja, Und schwarzer wehe, du Troll. kneifst. Schwarzer Troll ist so ziemlich das Mächtigste, was man hier als Gegner in Gothic 2 zu erwarten haben. von diesen Biestern. Gucken wir mal. Snapper dürften ach derzeit viel zu stark für uns sein. Das war's mit dir, du Mistvieh. Wow. Die behaupten immer, sie wären zu schwach dafür und dann können sie doch erlegen, die Viecher, und zwar solo. Das war's mit dir, du Mistvieh. So. Puh. Kerl. Wie schaut's aus? Kannst du mir das Jagen beibringen? Na gut. Du warst mir zwar bisher keine große Hilfe, aber ich will mal nicht so sein. Ja, der ist mal wesentlich Bring mir stärker das und Jagen. besser als ich. Was genau willst du wissen? Schauen wir mal. Oh, Crawlerplatten. Zangen, Blutfliegenflügel. Ah, das sind ein paar nützliche Dinger dabei. Okay, die Crawlerplatten. Crawlerplatten sitzen den Biestern ziemlich fest auf dem Körper. Aber mit einem scharfen, stabilen Gegenstand bekommt man sie ab. Okay. Dann Bring mir das Jagen bei. 3 Was haben wir genau jetzt. willst du wissen? 4. Minecrawler und Feldräuber haben starke Zangen, die man mit einem festen Ruck vom Kopf der Tiere lösen kann. Und Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? machen wir noch 5er, damit wir es runden. Blutfliegenstachel. Den Stachel der Blutfliege zu entfernen ist eigentlich kein Problem. Man muss nur den Ansatz finden und mit dem Messer fest zustoßen. Bring mir Okay. das Jagen bei. 5, Was genau willst du wissen? 6er. Komm, machen wir noch das. Die Flügel der Blutfliege reißt man einfach aus dem Körper der Fliege oder löst sie mit einem scharfen Messer ab. Okay, gut. Klauen hacken muss ich jetzt nicht unbedingt lernen. Nichts zu plündern. Aber ich kann jetzt mal gucken, ob ich da nicht eventuell hier gehe kann zu den Minecrawler, die ich erlegt habe. Da haben wir noch eine Steintafel. Auf der steht wahrscheinlich Magie oder ein Handkampf. Auf jeden Fall ist es wieder irgendwas Nützliches für uns. So, da ist noch ein Feldknöter. Richter hinter beim schwarzen Troll wächst Akronstöckel. Das weiß ich auf jeden Fall. Aber gegen den sollte man definitiv nicht antreten. Das ist einer von der härtesten Gegner überhaupt im Spiel. So, mit ganz viel Glück und Zucker aber drauf könnte es sein, dass die Minecrawler-Leiche noch da sind. Und ich möglicherweise so noch was rausschneiden kann aus denner. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Höchstwahrscheinlich nimmi. Aber man weiß es ja als nie. So, dann kann ich bei dem Typ beim Großbauer, wie viel habe ich da noch? 4 Lernpunkte habe ich noch. Beim Typ beim Großbauer könnte ich dann noch sowas Extravagantes wie Herzen schneiden oder so lernen. Aber zu dem Jäger kommt man mal eher, würde ich sagen. Und ich glaube, Clownreißen hat auch nur einen Lernpunkt gekostet oder so. Bei dem können wir noch 2 Sachen wahrscheinlich lernen. Aber mit viel, viel Glück und Zucker over drauf könnte es sein, dass die Biester hier noch sind. Sind die Kadaver noch hier? Sieht schlecht aus. Aber ein grobes Schwert habe ich hier vergessen, wie es aussieht. Nee, das sieht nicht gut aus. Schade. Schade, schade, schade. Die Minecrawler-Kadaver sind leider schon weg. Hätte ja sein können, dass man einmal im Leben Glück hat, aber nee. Ist halt nicht. So. Dann stört mich jetzt, dass ich nicht Mana voll habe. Und dann zwirbeln wir uns noch so Heilkraut hinterher. Aber es hat sich nicht total... War nicht total verschwendet. Ein Feldknöterich und ein grobes Schwert haben wir immer hier wieder zurückkriegt. So, na gut. Was ich hier... Oh! Ah ne, ich habe gedacht, das wäre noch ein Trank, aber es war nur ein Schädel. Okay, gut. Dann wieder hinterher. Da hier, wo ich herkomme bin. Und dann wissen wir jetzt, wie wir Feldräuber und Crawler die Zange abnehmen können. Minecrawler-Krieger sind ab sofort lukrative Beute für uns. Wenn wir denn Viecher auch noch die Zange rausroppen können. Und die Platte, so rum. Die sind durchaus nützlich. Da können wir uns später im Verlauf des Spiels auch nochmal Minecrawler-Plattenrüstung machen lassen, glaube ich. Oh, jetzt sind wir schon fast 16 Uhr. Mann, 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 Mann. Ich sollte gucken, dass ich noch zu einem scheiß Stellkreis komme. Damit ich nicht vollkommen im Duschdach oder rumrenne. So, da ist noch ein Kriegskeul gewesen. Aber ich kann einfach mal just for fun euch mal den schwarzen Troll zeigen. Ich weiß, dass der ein paar echt gute Sachen da hat. Aber ich glaube, da komme ich auch nicht dran, ohne das Biest zu reizen und Eischläfern oder so kann ich das Vieh leider auch nicht.
Oh, das funktioniert leider nur bei menschlichen Gegnern. So, da ist er, der schwarze Troll. Ich mache mal hier einen Speicherpunkt gerade und zeige euch das gerade mal. Da ist er. Der Trollibus Schwarzikus. Hässlich wie die Nacht ist er. Nur hat hier ein paar Tränke. Folteraxt, ein Trank. Schlag mich bitte nicht. Das hat sich... Okay, da ist sogar noch eine Städtafel. Okay, gut. Das hat jetzt nichts gebraucht, aber wir könnten, wenn wir schnell sind, die Gegenstände abluchsen, die er da hat. Ist das nicht... Ah, du hast ja noch einen Drache. Ah, nee, Sonnenaloe. Das ist was äußerst Seltenes. Das brauchen wir irgendwann später noch für Quest. So, dann komm mal her, du hässliches Urvieh. So. Locken wir das Mist wieder mal hier raus. So. Dann können wir nämlich da entlang. Und haben uns noch ein bisschen Vorteil verschafft. Können wieder reinrennen. Der braucht eine Weile, bis er uns hinterher rennt. So, da ist noch was, da ist noch was. Ein Ring. Und eine Folteraxt und ein Trank. Und ein Kronstöckel. Ganz vorsichtig, Kleiner. Den Trank möchte ich nämlich auch noch. So, komm her. Fettes, hässliches Urvieh. So, ich muss nur noch einmal da reinrennen. So, da hat er sich festgehängt. Oh. Nee. Das war nix. Aber ich sehe, ich kann ihm seine Schätze abluchsen. Das ist definitiv nicht verkehrt. So, das Sonnenaloe nehmen wir noch mit. Das brauchen wir irgendwann später für Quest, wie gesagt. Das Ding gibt's auch nur beim schwarzen Troll. So, Städtafel. So, du hässlicher Klotz. So, Ring. Boah, scheiße. Das war etwas zu waghalsig. Trotz allem brauche ich das Zeug. So. Jetzt, wo ich wirklich ein bisschen Luft geschnuppert habe, was das Zeug angeht, und mal gesehen habe, was es hier abzustauben gibt, hole ich mal den Krustach. Da komm mal her, du hässlicher Klotz. So. Hier noch. Goblinbären gibt es hier sogar auch noch. Ui. So, da kommt er nicht vorbei. Dann muss ich jetzt aber schnell machen. Schnell. Ring. Trank, Kronstöckel und Folteraxt. Perfekt. So, das Mistvieh hat sich ja festgesetzt. Und ist wieder auf dem Weg fort. Und ich genauso. So, ich habe alles geplündert, was ich wollte. Kein Thema. Lass mich bloß in Frieden, du Mistvieh. Geh wieder zurück in der Höhle. Ja, kreisch du ruhig. Snapperkraut gibt's hier auch noch. Sehr schön. Puh. Jetzt gucken wir doch mal, was wir hier Schönes geplündert haben. Folteraxt 125 auf 125. Nützt uns nichts. 40 auf 30. Bringt uns auch nicht wirklich weiter. Einen Ring habe ich geklaut. In dem Hort. Sonnenaloe. 500 ist es wert. Hat keinen offensichtlichen Nutzer. Ring der Steinhaut. Schutz vor Pfeilen. Ne, Mist. Bringt uns jetzt nicht so viel. Was hatte ich da noch? Einen Trank habe ich noch gestohlen. Und Folteraxt, Kronstöckel, Trank und irgendeine Städtafel habe ich noch geklaut. Der Stärke 2 Handkampf. Wahrscheinlich hier 2 Handkampf 2. Okay. Kronstöckel habe ich auf jeden Fall 8 geklaut. 3 habe ich insgesamt. Das ist schon nicht schlecht. Irgendeinen Trank habe ich noch gemobst. Das wird wahrscheinlich hier so einer gewesen sein. Ja, perfekt. Trollverarscher. Sehr schön. Hat gut funktioniert, das Trollverarscher. Dann geht es jetzt hier zu einem Stellkreis. Und wir haben es jetzt 16:38 Uhr. Heidewitzka. Hier müsste noch irgendwo eine Reiverhöhle sein, wenn mich alles täuscht. Wo es auch noch mal ein bisschen Kruscht abzustauben gibt. Aber Mole Rats gibt es hier auch noch. Es dauert schon eine Weile, bis wir das nächste Level erreichen. Das sind zumindest Gegner, gegen die können wir bestehen.
Und da das so fette Schweine sind, geben die auch hervorragend rohes Fleisch. So, leider sonst nix. Ansonsten Handy biest da einfach nichts. Die sind zu eklig. Stimmt, da war noch die Reiverhöhle. Genau. Okay, da gucken wir uns natürlich auch noch um. Also ich glaube, der Trip in die Wildnis bringt uns jede Menge. Nicht nur Erfahrung, wie es sein sollte, sondern bringt uns auch noch jede Menge Attribute. Und Pipapo. Also wenn wir erstmal gelernt haben, wie wir die Städtafeln lesen, sind wir definitiv der Käse. Aber da weiß ich definitiv, dass der Tipp von dir kam, Benjamin. Wenn man die, wenn man die Tafeln liest, erst nachdem man 100% erreicht hat, zum Beispiel in Nahkampf und in Zweikampf und so weiter und so fort, also in Einhandkampf, in Zweihandkampf, dann kriegt man sogar durch die Städtafeln 110% oder mehr. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich großartig hilfreich ist, höchstens für Drache möglicherweise, weil die stärkere Rüstung haben etc. So. Dann gucken wir jetzt nochmal hier rein. Was hier noch lauert. Rostige Axt. Könnte es sein, dass hier... Ups. Nicht so gut. Oh, halte mal Gaul. Ah, ne, die Biester sind dann doch etwas zu stark für uns. Scheiße, jetzt hätten wir so heilige Pfeile oder so gut gebrauchen können. Das bringt nämlich viel gegen die Untote. Mist. Okay, also da kommen wir noch nicht durch. Das geht noch nicht. Beim besten Willen nicht. Habe ich irgendeinen Zauber gegen die Viecher parat? Schlaf. Nee. Das wird nix. Das wird nix. Wir können aber trotzdem nur mal hier am Eingang ein bisschen flattern. Rostige Axt. Eventuell hier noch was flattern. Silverdella. Sehr schön. Okay, aber den Silverdella will ich trotzdem haben. Es ist wie es ist, ihr liebe Leute. Es tut mir leid. Aber... mit dem Wenige, was ich machen kann, kann ich zumindest ein klein bisschen machen. Und wenn es nur Diebstahl ist, wenn es wirklich nur Diebstahl ist, scheiß drauf. So, Silverdella. Nee. Okay, das reicht nicht mehr zum Diebstahl. Die Biester sind so schnell. Aber was wir machen können, ist die rostige Axt und das Heilkraut am Eingang Zwacker. So. Zack und zack. Komm schon. Zack. Gut. Mehr kriegen wir nicht hier. Schade, den Silverdella hätte ich ganz gern bei Halvor verkauft, aber kann man nichts machen. Kann man nichts machen. So. Manchmal ist man halt einfach zu schwach für sowas. Und gerade Untote, die waren ja schon in Gothic Ends wirklich eine harte Nummer. Habt ihr ja selber gesehen. Und in Gothic 2 ist das natürlich nicht anders. Das wundert mich nur, dass ich nicht beim ersten Schlag sofort verreck. Oh, Scavenger. Ach du Levi-Zeit, habe ich die ganze Hinkelfarm aufgeschreckt. So. Aber ich fand's cool, dass es bei dem schwarzen Troll wirklich alles gab. Du gab's Scavenger, du gab's Snapperkraut, du gab's Goblinbeere und du gab's Drachewurzel. Und die seltene Sonne-Aloe. Ich glaube, das wird ihm dann später im Spiel so erklärt, wenn einer Sonnen-Aloe braucht, dass das nur auf dem Kot von schwarze Trolle wächst. Also, die lassen hier ihr Schisserle los, die Viecher, und dann wächst du Sonnen-Aloe drauf, wenn es lang genug ist. So. Genau, Böckerhock. Das sind jetzt aber auch noch Goblin-Skelette. Ja, ich habe euch schon gehört. Okay, das Scavenger-Fleisch bleibt erstmal verschwendet. Wir müssen nochmal zurück. Ich muss mich ja eigentlich mit einer Biester anlegen. Ich muss nur durchrennen und Dragomirs Armbrust kriegen. So. Macht euer ekliges Geräusch und lasst ab von mir. Gut. Ekliges Geräusch gemacht. Schlossen es auch von mir ab. Ja. Okay. Dann so. Und noch ein bisschen Heilkraut gepetzt. Dann können wir an der Stelle nochmal einen Speicherpunkt einlegen. Und wir halten den Bogen parat. Weil später, wenn wir da an dem Punkt angelangt sind, dann müssen wir die Goblin-Skelette definitiv platt machen. Dann sind wir aber auch stark genug. Das sind die Schwächste unter den Skelette. So, ich will jetzt noch hier den blöden Scavenger, den ich erlegt habe. Wäre ich wohl nie wieder zu Kummer. Schade. Den finde ich jetzt in der ganzen Hektik nicht mehr. Macht aber nichts. Macht alles nichts. Ja, der knottelt ein bisschen vor sich hin. Der ist nicht gerade so erfreut. Hier ist er. Da ist er. Dragomirs Armbrust. Perfekt. Mehr wollte ich gar nicht.
Da können wir jetzt nämlich ja wieder zurückwurschteln. So. Egal ob Blutfliege oder Goblin-Skelett, ist mir jetzt gerade schnurzpiep egal. Ich habe alles, was ich wollte. Wir können noch vor Einbruch der Dunkelheit hier abhauen. Wir haben es jetzt 17:39 Uhr. Gewitter erleiht. Könnte aber auch gar nicht mal so schlecht sein. Dann könnten wir sogar, wenn wir zurück in Khorinis sind, ein kleiner Einbruch landen im Overviertel. Eieieiei. Das sind aber ein paar hartnäckige Knorze hier. So. Gut. Soweit haben wir alles gelernt. Bei dem Jäger Klauen hacken muss ich jetzt nicht unbedingt lernen. Das kann man dann später von x-beliebige andere Lerner. Was ich wiederum brauche, sind die extravagante Sache, die mir der Kerl beim Großbauer beibringen kann. Da ich jetzt aber nicht einfach nur irgendeinen Lernpunkt einsam und allein aufheben will, werde ich wahrscheinlich was Extravagantes für 3 Lernpunkte lernen und werde mir dann noch klauen oder was ist, ne, nicht klauen, Quatsch, werde mir wahrscheinlich noch Zähne reißen oder so. Dann Eipräger. So, knuscht bei denen nochmal die rechtliche Dunkelpilzerei. Die haben ihren Mana-Bonus gegeben, mehr können die jetzt nämlich machen. So, ändern nur fürs Inventar, damit man von jedem Apples hat. Ja, Feierkraut können wir auch noch nehmen. Und jetzt würde ich sagen, auf schnellstem Weg einfach wieder zurück. So, hier nochmal einen Speicherpunkt einlegen, weil so allmählich bricht die Nacht herein. Das wird echt übel. Wobei mit dem Lurker könnte man noch probieren, uns A zu legen. Wir haben eh noch ewig bis zum nächsten Level. Kann ich genauso gut auch nochmal gegen den Lurker kämpfen. Ich glaube, die bringen uns 100 oder so an Erfahrungspunkte. Wenn man sie dann hier kriegen wird. Na gut. Ich glaube, das war ein eindeutiges Zeichen. Lurker sagt nein. Das wird nix. Okay. Unsere Geschicklichkeit ist bei 16, unsere Stärke bei 23. Okay. Irgendwas muss uns der Ausflug in die Wildnis hier auch bringen. Schade, ich habe echt damit gerechnet, dass hier noch ein paar von den attributserhöhende Tränke rumliegen könnten. Ist das vielleicht hier gewesen? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich werde mich jetzt ganz kurz hier auf jeden Fall trotzdem nochmal umgucken. So. Wäre nicht irgendwo noch eine Höhle? Irgendwas in der Art? Ja. Ist ja gut. Hier aus eurem Territorium raus, ihr Mistviecher. So, Alter. Ihr seid aber hartnäckig hier, ihr Biester. Wenn ihr es denn anders wollt, geht's halt auf die Gosch. So, der erste ist fertig. Dann du noch. Du überdimensionierter Emu. Und dann du noch. So. Blödes Vieh, dich kann ich wenigstens jetzt auch richtig ausschlachten. Stachel enthält ein giftiges Sekret. Zack, zack. Und zack, zack. Dann kann ich nochmal hier mein Tränkchen schlucken. Muss ich leider das Große dafür opfern. Oh, da schwirren noch ein paar Blutfliege rum. War ja nicht, ach, irgendwo noch eine Höhle. Das sind Scavenger, das sind Lurker. Aber da ist eine Höhle. Also nichts wie hier. So, die Scavenger machen wir noch so platt. Den Lurker können wir wohl nicht fertig machen. So, komm her, du. Aber es wird Zeit, wenn ich in der Stadt bin, dass ich mich wieder mit ein paar Tränke ausrüste. Eindeutig. So. Der nächste kann Kummer. So. Komm her, du Hinkel. Okay. Halt oben gibt's wieder gutes Brothähnchen, würde ich sagen. So, der nächste, der dritte im Bunde. Kann man gleich hierher kommen. So. So, gut. Dann speichere ich hier nochmal. Und schau mal, was wir hier finden. Möglicherweise sind da jetzt 8 Skelette drin in einem verschütteten
Deren verschüttete Mine. Oder alte Mine ist es zumindest. Oh, Rieseratte haben sich ja eingenistet. Naja, war ja irgendwie abzusehen, dass so viel Zeugs hier auch rumschwirrt. Fleischwanze gibt's hier noch. So, kommt schon her. Könnte auch sein, dass hier Minecrawler noch irgendwo in der Gegend sind. Weil alte Mine und so, müssten die sich eigentlich sehr wohlfühlen in solche Mine-Schächter. Unglaublich, selbst mit meiner jetzigen Waffe brauche ich 2 Schläge bei Fleischwanze. Alter, schon etwas degradierend und entwürdigend, muss ich sagen. So, dann links, 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 rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, rechts. Okay, Jagdbogen gibt's hier, einen Mana-Trank und ein bisschen andere Kruscht. Allerhaupt. Dann trinken wir den hier noch. Und machen uns weiter tiefer auf in diese Mine, in die verlassene. Ist ja irgendeine verlassene Minenschacht. So. Da kommen wir noch nicht durch. Haben wir aber wahrscheinlich gleich, ne? Ah, du tanzen ein paar Gobbos. Sind es starke oder sind es eher schwache? Oh, Goblin-Krieger. Da könnte man durchaus ein Problem kriegen hier. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sind Goblin-Krieger, der schwarze und normale Goblins bei sich hat. Nee, das wird eher nix. Das wird eher nix für uns. Dann gehen wir hier lieber wieder raus. Gut. Dann sollten wir in das Gebiet auf jeden Fall auch nochmal, wenn wir stärker sind, zurückkehren. Ja, ist gut, du Lurker. Und wir machen uns jetzt zum Acker hier. Was anderes kann man ja gar nicht machen. Was wir noch machen könnten, wir die Blutfliege hier killen. Und dann geht's morgen wieder zurück zum Territorium von Ona, damit ich doch noch das bisschen bei dem Jäger lernen kann. Und dennoch würde ich sagen, verzischen wir uns wieder Richtung Khorinis. So. Und da könnte man dann nachts noch eine kleine Einbruchsserie in der Overstadt starten. So. Da war noch was? Genau. Okay, ich muss jetzt noch mal den richtigen Weg finden. Vorher noch ein bisschen Salat drücken. Da haben wir es doch. Zack. Und hier nochmal Salat. Schön. Okay, jetzt noch mal den richtigen Weg finden, wo ich entlang muss. Ich glaube, das ist der hier. Feuernessel und Feuernessel. Ja, komm. Egal. Hier geht es auf jeden Fall wieder zurück. Da hier, wo wir hin müssen, soweit ich das jetzt nochmal richtig sehe. Gerade nochmal gucken. Jo, genau. Da geht es wieder zurück, wo wir hin müssen. Allerhopf, dann laufe ich noch ein bisschen. Und jetzt sage wir sehen uns morgen wieder zur Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo wir dann, wie gesagt, noch die paar Sachen bei dem Jäger lernen werden und dann wieder in Richtung Khorinis gehen, damit wir doch noch uns ein bisschen um die Blutkelche kümmern können. Wird sich nochmal zeigen, was da abgeht, weil für 2 Leute weiß ich, dass ich die Schlüssel klauen muss. Der Ende befindet sich beim Richter, der andere bei Valentino. Und ich bin mir nicht so sicher, ob ich derzeit schon die Geschicklichkeit habe, um die 2 Leute bestehlen zu können. Das wird sich dann aber auf jeden Fall noch zeigen. Entweder sind wir gut genug davor oder wir sind nicht gut genug davor. Jo, wir sehen uns dann morgen wieder auf jeden Fall. Also machen's gut, bis du hier. Ayan Yankee.